Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gött so löst zur gewünscht, dass wir am Heischen Haus über Covid-19-Gesetze nicht nur diskutieren, sondern auch noch aufstimmen. Das Projekt de Loi 7634, über den wir dann heute aufstimmen, gesagt, 4 weitere Kontrakte und Sanktionen anzufeiern, für so den Coronavirus hoffentlich langfristig unter Kontrolle zu bringen. Wir Piraten fanden ein Ziel von diesem Text, und da haben wir auch keinen Schaden dazu zu gehen, nobel. Es ist aber so, dass wir uns fragen, ob sie wirklich werden packen, die Infektionszahlen aufzukriegen, ob die Mesuren, die wir heute stimmen, da wirklich die richtig sind, ob sie durchgehen. Für uns als die Regelung mit den 10 Leuten das richtige Zeichen, mehr ob das schlussendlich ein Ziel bringt, sehr wohl dahingestellt. Wenn die Menschenrechtskommission hier mal wieder streicht, das ist primordial für so Gesetzesprojekte wie den heute, die fundamentalen Rechte von den Bürgerinnen und Bürgern anschränkt, genug Zeit anzuplanen. Ja, ich bin mir bewusst, dass man die Zeit nicht immer haben und dass es muss sehr gehen. Es steht aber schon beim Gesetz, was wir heute aufändern, hier auf dieser Platz, dass wir, und da waren 12 schon so, wie sie so waren, dass wir besser hätten, das Gesetz nicht zu stimmen, Amendementer zu machen, mit dem, was wir heute stimmen, und dann zusammen aufzustimmen. Bref, die Majorität hat entschieden, auf Salamitaktik zu setzen, und da da als Nacheinkehr in den Zugzwang zu bringen, ganz sicher nicht nur ein Amendement zu wählen, sondern ein neues Gesetz. Das ist ein Schwur. Das ist ein Schwur, den ich nicht unbedingt begrüße, und das ist ein Schwur, den dazu gefordert wird, dass die Chamber ganz sehr müsste schaffen. Aber sehr geschafft wird, und das haben ein paar Kollegen schon nur geschwärzt, da geschehen Fehler, da gehen nicht Sachen, die ihr vielleicht überseht. Das führt auch dazu, dass Avien nicht mehr sommerement können geguckt gehen und nicht komplett. Ich meine, den Avis von der Datenschutzkommission, den sicherlich die nämlich froh schon beim ersten Projekt sich hat müssen abwerfen. Und das weiß, dass, wenn ihr dafür zweite über den dynamischen Text guckt, die vielleicht noch Sachen findet, die, ja, bei der ersten Kehr schon hat keinen Abfall, wenn man Zeit gehabt hat. Es wird Zeit, das ist etwas, was wir heute nicht tun. Zeit, das ist etwas, ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Mit proper Gesetze schreiben, das ist kein Luxus. Das ist etwas, was muss ich müssen als Grundlage sehen, als das Minimum für den Chamber, wo sich da ist. Und das ist sich alle Institutionen, und das sind nicht mit der Regierung hier schuld, das ist nicht der Chamber hier schuld, das ist nicht dem Staatsrat hier schuld, das ist als Schuld alle gut, dass wir überhaupt an dem Zeitdruck sind. Es geht halt nicht darum zu stigmatisieren, ob die eine oder die andere Bevölkerungsgruppe mehr Party gemacht hat, mehr prekär wohnt, sich mehr sehr oder mehr schwer aussticht. Es geht darum, alle Guten zusammen Responsabilität dafür zu überholen, dass der Virus sich nicht weiter ausbreitet. Meine Vierräder sind im Detail auf die Einzelmesuren ergangen. Lass mich aber auf ein paar Punkte zurückkommen, wo es für die Piraten doch ein bisschen hapert. Effektiv indikieren rezente Recherche von der Covid-19-Taskforce eine Necessität für die Privatrassemblementer zu limitieren. Wenn ihr letztes Weekend gesehen habt, was im Staulas war, wenn ihr gesagt habt, was du röster lassest, die Schüler squatten am Park, junge Kanal versammeln sich bei Apero und Grillpartien. Ja, der Virus ist nicht nur auf den großen Partien. Der Virus verteilt sich auch am Privaten. Das ist nicht forcément eine Party mit 100 Leuten, das kann auch der Abend sein, wo ihn zu 6 zusammensitzt. Dafür muss man sich vorstellen, ob die Limitation für die 10 aufzusetzen nicht echt eine Limitation ist, für den Trassage mehr effizient zu machen. Es hilft den Leuten, die Kontakte mehr einfach nachzuvollziehen. Die Infektionen gehen einfach dadurch, dass in eine arbiträre Zahl an den Text schreibt, nicht auf. Geht just mir einfach Infektionsketten nachzuvollziehen. Das CCDH könnt auch zum Schluss ersehen, dass es sich eine Frage von Kohärenz ist.
Wenn wir uns nämlich bei Decisionen auf wissenschaftlicher Erkenntnisse basieren, dann muss man verstehen, dass wichtig ist, zu klären, für was das Risiko am Privaten mehr hoch ist wie auf anderen Plätzen. Also, weil Distanziationsregeln Männer echt geholt gehen. Also, weil es nun mal keinen Spaß macht, für auch nicht mehr zu 6 mit einer Maske um Tisch zu sitzen, bei einem Patsche Wein oder bei einer guten Grillwurst. Das wahrscheinlich das. Das wahrscheinlich, dass wir alle Guten am Privaten, unabhängig von der Unzahl von Leuten, als Barrieren ein bisschen vernachlässigen. Und genau dafür meine ich, also es wichtig, dass wir hier ein Symbol setzen. Ein Symbol wird, und auch dazu haben wir schon geschwärzt, nicht wirklich von der Polizei enforciert kann gehen. Das ist nämlich so, dass man nicht, und den Herr Bausch hat das richtig gesagt, Robert Herrl, will nicht an einem Polizeistaat leben. Aber ich will auch nicht an einem Staat leben, wo der Premier der Polizei an einer Pressekonferenz sieht, aber für das Toten zu enforcieren, könnt ihr schon 400.000 von den Leuten stellen, eine Strichliste feiern. Das war ein starkes Stück. Aber wenn man dann nicht an einem Polizeistaat leben will, dann muss man ganz klar sagen, das wird nicht sein. Und das ist auch schwer, die Leute zu erklären, dass sie für eine Privatparty an einem Restaurant zu 20 dürfen zusammenkommen, auf 2 Tische abgedeelt. Und dass 12 Klassenkameraden, die sich all da an der Schule gesehen haben, nicht dürfen ohne Restriktionen am meisten auf einer Weht ein Picknick machen. Auch das ist eine Frage von Kohärenz. Wir müssen also am Platz auf Repression sicherlich auch auf eine bessere Sensibilisierung und Kommunikation setzen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es fehlt uns an diesem Text heernst du Punch. Während am Horeca-Bereich ganz stark Sanktionen geholt gehen, Sanktionen, die, wenn in den Anekdoten, die man bis dahin hören, leben kann, neidisch sind. Weil sich ein ganz rich Betrieber doch einfach nicht und Regeln können halten oder wollen halten. Aber wenn ein paar Mal erwischt wird, man da hat sogar die Chambre des Métiers gesagt, dass die Sanktion von der temporären Suspension von der Autorisation d'établissement okay ist. Wenn die Chambre des Métiers sieht, dass das vielleicht die letzten Uti ist, dann meine ich, kann ich das ruhig so mitteilen. Was das aber fehlt, ist, und das hat Marc Baum für drunter geschwärzt, ein bisschen den Unterschied zwischen den einzelnen Mesuren. Wir haben eine Mesure, 25 bis 500 € draufstehen, für wenn ein Quarantäne oder ein Isolement bricht. Es bleiben ein Rutsch offen Frohen an der Mesure, es bleibt doch ein Froh von der Appreciation hanno. Und ich meine, wir kennen die wirkliche Wirkung von der Mesure recht gesehen, wenn wir wirklich den Etat des Lieux hanno machen. Ich meine, eine zweite Sache, die ich auch schon draußen ein paar Mal gesagt habe, als die von den Rassemblementen, die mit spontan sind. Wir haben heute ein Problem, dass es ganz schwer ist, das zu kontrollieren. Wir sind weiterhin der Meinung, dass die Polizei an all anderen Forces de l'ordre, die wir zuletzt haben, sollten auf Sensibilisierung setzen. Und ich kann ganz gut erleben, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es dann Stau vielleicht ein paar Avertissement-Taxi für zu parken Männer gehen, mit dafür die Polizisten mit ihrem persönlichen Schutzequipment über die Wiese gehen und den Leuten sagen, sie sollen wannig für Distanz halten, sie sollen wannig eben gerade Sicherheit primäre lassen, vis-à-vis von einem unkontrollierten Austausch nehmen. Wir sollen Gesundheit an den Vordergrund stellen, ganz ohne necessairement auf Repression zu setzen, mehr an dem wir sensibilisieren. Und wenn ich von Repression schwätze, dann bleibt mir einfach nach ein Satz am Kopf hängen. Und das wird auch der Sinn, und den Piraten schlussendlich aufhängig machen, ob wir als Enthalte werden oder für dieses Projekt stimmen werden. Und das ist der Satz, wo Herr Bausch, Robert Herrl, und ich meine, oder ich hoffe, es war ein Lapsus,
gemeint huet bei Sanktionen, nachdem eng Sanktion geschwert wär, miss dann de Sanktionierte seg Unschuld beweisen und net wie dat an engem Rechtsstaat ass miss de Staat him seg Schuld beweisen. Dat steht so op RTL.delu. Van Dir so der RTL hat davon, dann holen wir dat so zur Notiz. Steht op RTL.lu, geht gucken. Den Herr Görschen huet dit fuert mit den Herr Klemmer huet fuert. Merci, Herr Präsident. Ich komme zu ménger konkreter Froh in den Herr Bauschwuen hei mat Schnaufen a mat Scholjeizen wahrscheinlich hab's gesot huet. Herr Bausch, wéi wo auch so wirklich gemeint. Dann könnt ihr als Jo an der Chamber so in der RTL ihr Sto falsch zitiert huet. RTL schreibt ganz klar, dass Dir dat so gemeint hat. Wenn Dir als du de Kontra so, da kann ich ganz gut leben. Ich will im Ballfall an einem Rechtsstaat leben, ich will nicht an einem Polystaat leben. Wir werden dieses Projekt als entweder enthalen, falls den Herr Baustadt wirklich so sollt gesot tun. Aber wenn er als wirklich konfirmiert, dass er nicht gesot tut, dann können wir dieses Projekt mat stimmen, weil wir der Meinung sind, dass es ein wichtiger Schritt ist, mir nicht der letzte Schritt ist. Ist so nicht mehr. Merci vielmals, Herr Klemmer. Den Herr Bausch kriegt viel Personal.